Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom ZT Talk. Bei mir ist ein Gast, der schon mal da war. Er ist immer wieder in den Schlagzeilen als streitbarer Sprecher vom Bistum Chur, als Blick-Kolumnist und als Buchautor. Vor allem über sein letztes Buch, das reden wir heute. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Giuseppe Grazia. Danke vielmals für die Einladung. Wir haben ja schon mal miteinander geredet, Grazia. Wir knüpfen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe Sie dann gefragt, welche Projekte Sie umtreiben. Sie sind in einem Buchprojekt. Es geht um eine Weltverschwörung in der Kirche. Zitat, eine Art Dan Brown für Intelligente. Das Buch liegt jetzt seit einigen Wochen in den Buchhandlungen. Der letzte Feind. Ein Vatikan-Thriller. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet einen Vatikan-Thriller zu schreiben? Ich habe 5 Romane bis jetzt veröffentlicht und dann über alle möglichen Themen. Migration, Secondos in der Schweiz, Geschichte von meinen Eltern, Liebesgeschichten. Aber nie über das Christentum eigentlich habe ich geschrieben. Ich denke, ich würde mal über das Christentum schreiben, wo ich doch jetzt eigentlich schon sehr viel darüber weiß, auch historisch gesammelt habe. Aber lieber in einer spannenden Form, so dass die Leute das auch gerne lesen. Und Thriller, Krimi ist eigentlich die beste Form für so etwas. Und dann der Vatikan ist natürlich die super Location für eine spannende Story. Oder? Ja, wenn man das liest, merkt man natürlich, dass Sie sich in Rom und vor allem im Vatikan auskennen. Wie lange haben Sie vor Ort recherchiert, um eben die Details, die Schauplätze, die Atmosphäre benannt zu haben? Also immer wieder bin ich in Rom gewesen, im Vatikan, habe auch Bischöfe kennt, dort Erzbischöfe, die mich durchgeführt haben, wo mir einige Plätze gezeigt haben, interessant. Und dann auch viel recherchiert habe ich natürlich über verschiedene Konzilien und die ganze Geschichte, wie der Vatikan sich entwickelt hat über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und ich habe gemerkt, das ist einfach wirklich eine geschlossene Welt, das ist wie so ein riesiges, gigantisches, globales Kloster. Und wenn man nicht einmal reinkommt, ist das einfach eine interessante Welt. Und darum bin ich immer faszinierter gewesen und das hoffe ich, überträgt sich dann auch beim Lesen. Oder? Dan Brown für Intelligente, haben Sie damals gesagt. Ja. Die Dan Brown-Romane, die haben Sie inspiriert? Nein, überhaupt nicht. Also eher im negativen Sinne. Ich denke, ich mache es nicht so wie der Herr Brown. Ich meine, die sind ja spannend geschrieben. Nicht gegen Spannung, das finde ich auch wichtig, dass es spannend ist. Aber die haben ja keine Ahnung vom Christentum und von der Kirche, die Romane. Und was mich interessiert hat, war, dass man am Leser wirklich eine Mischung bieten zwischen Spannungsroman, Lebensgeschichte und auch ein bisschen Bildungsroman. Also, dass man ein bisschen etwas erfahrt über die Kirche, wie die wirklich intern ticken. Die Leute dort, wie ein Kardinal denkt, ein Exorzist denkt und all die, oder Papst und so. Und um was denen geht. Oder? Und bei diesen billigen Thriller geht es immer, ist ein viel einfaches Konzept, böse Kirche, dogmatisch verstopfte Kleriker versus gute, moderne Welt. Und ich habe gefunden, das ist so billig, das ist so einfach. Und so ist es eben nicht. Die Welt ist ein bisschen komplexer und da wollte ich auch ein bisschen überbringen. So, oder? Der Dan Brown hat sehr viele Bücher verkauft. Wie verkauft sich jedes Buch? Der verkauft eben mehr. Das ist genau. das Problem. Wäre eben cool, wenn es bei uns auch ein bisschen mehr wäre. Aber es hat sich sehr gut verkauft für ein Schweizer Buch. Hervorragend. Die erste Auflage war nach 20 Tagen weg gewesen. 3000 Bücher, zack, 20 Tage. Und jetzt ist die zweite Auflage auf dem Markt und vielleicht kommt es bald zur dritten. Also es läuft gut. Im Roman kommt auch ein Exorzist vor. Haben Sie mit Exorzisten geredet im Vorfeld? Ja. Also ich kenne einen ganz persönlich, der leider gestorben ist jetzt letztes Jahr. Ein guter Freund eigentlich. Und ich hatte mit 2, 3 Exorzisten zu tun gehabt. Ich habe viel recherchiert über das. Und das Interessanteste für mich war, was ein Exorzist vom Teufel denkt. Nämlich?
Und was die Welt, was wir, die normalen Bürger vom Teufel, das sind komplett verschiedene Sachen. Wenn wir vom Teufel reden, dann meinen wir eine komische, dunkle Gestalt mit den Hörnern, oder? Also eine abstoßende Figur, wo kein Mensch mehr daran glaubt, so eine Märchenfigur. Wenn aber ein Exorzist vom Teufel redet, dann meint er etwas ganz Mehrheitsfähiges. Einer hat mir dann gesagt, der Lieblingsschlüssel vom Teufel in dein Herz sind gute Absichten. Zum Beispiel eine Welt ohne Leid, eine Welt ohne Kranke. Machen wir doch das, ist doch schön. Und dann kommen wir schnell zur Präimplantationsdiagnostik, dann tun wir das Krankenleben schon im Labor aussortieren und weg ist es. Oder wenn ein alter Mensch krank ist, sofort der Giftbecher, das ist ja sein Recht, oder? Weg ist er. Das ist dann, der Teufel schafft es so mit mehrheitsfähigen Ideen. Bessere Welt. Prada. Der Teufel trägt Prada. Der Teufel ist eigentlich attraktiv. Er ist nicht abstoßend wie in diesen billigen Hollywood-Filmen. Ihr Buch ist einerseits ein Krimi, ein Thriller. Ein Journalist aus St. Gallen will in Rom seinen Jugendfreund, einen Priester, rächen, der unter mysteriösen Umständen dort ums Leben gekommen ist. Er gerät in den Kampf zwischen einer religionsfeindlichen, weltweit tätigen Stiftung auf der einen Seite und der Kirche auf der anderen Seite. Wie viel Giuseppe Grazia steckt in dieser Figur von dem Journalist Henk? Einiges und einiges in den anderen auch. Also ich denke, in jeder Figur steckt etwas von ihrem Autor. Weil der Autor sich ja, das ist das Schönste beim Schreiben, wenn man an den Schreibtisch hocken und sagen, so, heute bin ich eine junge Frau. Und dann versuche ich mir in den Kopf von dieser jungen Frau zu versetzen, eine Römerin, die eine Verschwörung aufdecken kann. Oder heute bin ich ein Exorzist. Und dann kann ich 4-5 Tage lang im Kopf von einem Exorzist sozusagen mich hineinfühlen, wie ein Schauspieler eigentlich. Und dann schreibe ich aus dieser Perspektive. Und dann bin ich der Papst und dann wieder der Henk, der Journalist, der mit einer Waffe in der Hand seinen Freund rächen. Also man kann sozusagen immer Perspektiven wechseln. Das ist eigentlich etwas vom Schönsten beim Erfinden von einem Roman. Und wie viel Wirklichkeit steckt in Ihrem Buch in Bezug auf den Kampf zwischen einer Welt, die mit der Religion nichts mehr am Hut hat, und einer Kirche, die an Traditionen festhaltet? Ich glaube, das ist ja, eher das Zentrum von dem Roman, nämlich die Auseinandersetzung zwischen den Ideen. Also im Grunde genommen das Zentrum, also der Roman kreist um eine Frage. Die Frage lautet, kann man ein multinationales Wohlstandsparadies bauen, wo alle happy sind und Geld haben und genug, ohne Religion, ohne das blöde Christentum und ohne die blöde Kirche. Oder ist das gefährlich? Ist das ohne Christentum gefährlich? Wenn man das 20. Jahrhundert anschaut, also Stalinismus, Kommunismus und Nationalsozialismus, die haben ja genau das versucht. Ein multinationales quasi Paradies ohne Religion, also vor allem ohne Christentum und ohne Judentum. Und das ist voll in die Hose, oder? Also 150 Millionen Tote ist das Resultat von dem Paradies gewesen. Das würde ich jetzt nicht vergleichen mit heute, das ist vorbei, oder? Hoffentlich kommt das auch nicht mehr so die Art, aber einfach es zeigt, es ist offensichtlich nicht so einfach. Und das Buch kreist um die Frage, oder? Was passiert, wenn eine multinationale Kraft, im Roman ist das eine Stiftung, wo humanitäre Stiftung, genau, mehrere Milliardäre sponsern, die versuchen die Welt zu verbessern, die versuchen die Menschheit zu optimieren. Und die sind natürlich der Meinung, die Kirche muss weg, das ist nur ein Stolperstein, oder? Das versuchen Sie ja auch mit dem Gegenüberstellen von diesen Positionen. Also in einer Kritik hat es geheißen, in ihrem Plot sei religiös-konservative Verschwörungsfantasie, die die moderne Welt verteufeln und die katholische Kirche idealisieren. Also nein, es ist natürlich umgedreht. Ja klar, ich bin ein grosser Bond-Fan. Und James Bond-Filme funktionieren, die guten Bond-Filme, Goldfinger, Thunderball, auch Skyfall und die Filme, funktionieren immer so. Ein grosser, durchgeknallter Milliardär versucht die Welt zu verbessern und dann kommt der Bond und verhindert das. Und ich bin eigentlich ein Fan von Bond-Filmen und darum habe ich mich also um einen Plot orientiert. Also durchgeknallte Multimilliardäre gefallen mir sehr. Für eine gute Bösewicht ist eben gut, oder? Aber nicht konkret an Bill Gates jetzt zum Beispiel? Nein, es ist mehr dramaturgisch. Also, der Hitchcock hat einmal gesagt, je besser der Bösewicht, desto besser der Film. Und ich glaube das auch bei einem Roman. Je besser der Bösewicht, desto besser der Roman, oder? In Ihrem Buch ist ja die Kirche total zerstritten, kurz vor einem Schisma eigentlich. Ist das auch in der Realität jetzt so? Ja, absolut. Also, das ist total polarisiert, das ist total verstritten und das ist auch relativ gesund, finde ich. Also die Kirche muss immer in der Krise sein, das ist wichtig. Wenn sie nicht in der Krise ist, ist sie spießig, bürgerlich, träge, das ist wichtig. Aber natürlich ist es auch dramatisch manchmal, weil es gibt halt die Leute, die sagen, wir müssen zurück zu den Wurzeln, wir müssen zurück zu der Auferstehung
Bewegung, Jesus und Gott. Und die anderen sagen, nein, wir müssen jetzt auch eine Art Anpassung machen an den Zeitgeist. Wir wollen jetzt auch ein NGO werden, eine Art politische Moralinfabrik für die Welt verbessern und so. Und das ist ein Kampf, der in der Kirche dauernd stattfindet. Oder? Und das Christentum wird dann zugedampft in so eine Moral, die dann Politiker adaptieren können. Oder eben, es ist dann das andere Extrem, das sagt, nein, alles zurück, back to the roots, nur noch Transzendenz, nur noch... Gut, aber ein bisschen weniger Krise müssen Sie sich wahrscheinlich auch wünschen. Also ich meine, dass es seit Jahren, Jahrzehnten so kriselt und Sie sich sehr stark mit sich selber beschäftigt, das kann ja nicht Ihr Wunsch sein. Nein, überhaupt also Krise nicht. In Ehren, aber... Also vor allem sollte Sie sich überhaupt nicht mit sich selber befassen, sondern mit der Welt. Also mit der Welt, in der wir jetzt leben. Zum Beispiel mit der Totalverwertung des Menschen, wie wir sie heute erleben. Also durch Globalisierung und Digitalisierung riskieren wir ja eine Art digitale Hightech-Gesellschaft zu werden, wo quasi keine Zeit mehr lässt zum Atmen, oder? Wo alle nur noch ständig rumsäckeln und im Handy kleben. Und das ist natürlich ein viel wichtigeres Thema als die ganze Reformseich, die die Kirche ständig vor sich gibt. Oder? Also da wäre die Aufgabe der Kirche, schauen, was passiert wirklich in der Welt und den Menschen, ich sage jetzt einmal, spirituelle Hilfe bieten. Ich mache ein Beispiel mit dem Handy, oder? Wenn alle am Handy kleben und alle nur noch quasi zerstreut sind und überhaupt keine Zeit mehr haben für reale menschliche Begegnungen, dann müsste die Kirche sagen, hey, die Seele braucht Nahrung, oder? Aber stattdessen, was redet es? Veraltetes Reformkram, oder? Also irgendwie müssen Zum Beispiel? Ja, wenn wir den Zölibat abschaffen, wenn wir die Frauenordination einführen, wenn wir dezentralisieren, wenn wir demokratisieren. Also alles, was mit der Institution zu tun hat, das interessiert doch den normalen... Ich lehre das Programm von Chur, okay. Im Buch ist der Papst Pius XIII. Sie am Ruder. Ja, hervorragender Titel, ja. Genau. Der Nachfolger vom jetzigen Papst Franziskus. Über den lesen wir ja der ist dann im Plot schon gestorben. Über den jetzigen Papst redet man retrospektiv quasi gar nicht. Warum hat das einen Grund? Ja, also es ist in der näheren Zukunft angesiedelt. Ich gehe davon aus, dass die Polarisierung zunimmt in der Kirche und in der Gesellschaft, dass der Kampf noch härter wird. Also weg mit der Religion, Wohlstandsparadies für alle mit technischen Mitteln. Wir brauchen wieder Religion, wir brauchen wieder Seele, wir brauchen Spiritualität, oder? Der wird zunehmen, der Kampf wird zunehmen. Und darum ist das gar nicht wichtig, was heute ist. Das ist eigentlich eine Vision für die nächsten 10, 20 Jahre. Ich gehe davon aus, dass sich der zuspitzen wird, der Konflikt. Weil die Tendenz der Zeit ist, einfach mit technischen Mitteln alles zu machen. Und ich glaube, dass das Ziel letztlich nicht befriedigen wird. Dass wir in eine Art Jahrmarktgesellschaft kommen, wo alle rumsäckeln die ganze Zeit und am Schluss sind sie völlig erschöpft. In Ihrem Buch kommt das Vatikanische Konzil spielt eine wichtige Rolle. Spielt während dem Vatikanischen Konzil. Wünschen Sie sich das vom nächsten Papst? Ja, der arme Papst. Konzile sind schlimm. Der Thomas von Aquin hat einmal gesagt, der Konzil ist eine Seeschlacht bei Nacht, wo niemand weiß, wer Freund noch Feind ist. Also da kann man sich niemandem wünschen, aber es ist wahrscheinlich irgendwie nötig. Ja. Sie sind ja bekannt dafür, wieder die politische Korrektheit, das haben wir jetzt gerade wieder gemerkt, anzukämpfen. Sie sind Blickkolumnist. Ja. Auf welche von diesen Blickkolumnen haben Sie eigentlich die meisten Reaktionen? Also es ist immer ganz verschieden, was man schreibt. Oder? Wenn ich jetzt sage, ich bin für Migration, ich bin sehr migrationsfreundlich. Ich bin selber Migrant und meine Eltern sind Migranten. Also ich bin völlig offen und finde das wichtig für eine gesunde Gesellschaft. Oder? Dann werde ich best von rechts, komme ich auch dran. Oder? Wenn ich aber sage, ich bin gegen die Euthanasie oder gegen die Abtreibung, ich sehe Abtreibung nicht als Recht, weil es gar nicht um Selbstbestimmung von einer Frau, sondern um Bestimmung über jemand anderes, um das Leben, ein anderes Leben. Nicht also Frauen sollen über sich selber bestimmen, selbstverständlich, aber nicht über jemand anderes. Oder? Also ganz liberal. Ich bin liberal. Ich sage, deine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit vom anderen anfängt. Oder? Wenn ich das sage, werde ich von links best. Dann bin ich der böse Fundi, der böse Katholik-Fundi. Und wenn ich für Migration etwas sage oder auch Integrationsprojekte lobe, habe ich auch schon gemacht in einer Blickkolumne. Da komme ich von rechts. Da komme ich von rechts auf den Deckel über. Ja. Und wenn ich über Israel schreibe, kann sie nicht so einfach in eine Schublade stecken in dem Fall. Ne? Ja, man merkt einfach, es gibt Themen, wo die Emotionen relativ schnell hochkommen. Ich finde es manchmal recht mühsam, muss ich sagen, weil ich habe manchmal die lesen das gerne, die sind einfach gerade hässig. Zack, oder? Oder nur schon das Wort Israel, oder? Ist schon gerade lange dann gerade schon zum irgendwie, und ist ein bedenklich irgendwie, denke ich manchmal. Also, ich kenne das auch von anderen Kollegen, die mir sagen, das ist mühsam, dass die Aggressionen dann müssen. Aber so ist das nun mal heute. Das muss man ja nicht schreiben. Also wenn man das nicht aushalten, sollte man eigentlich dann am besten nichts mehr sagen. Wir brauchen noch einen Anknüpfungspunkt für den nächsten Talk, ein nächstes Buchprojekt. Ja, ich bin schon dran. Wieder ein Dan Brown für Intelligente.
Damals gibt es ganz etwas anderes. Also das nächste Buch wird eine Castingshow als Zentrum in einer Castingshow sein, mit einer jungen Frau, die eine MeToo-Geschichte erlebt hat, also wirklich sexuellen Missbrauch und überhaupt Missbrauch von jungen Menschen als Augenfutter, wie es im Roman heißt, für die Fernsehauswertung. War das mit jungen Menschen anrichtet? Es gibt in der Realität nach den Castingshows eben so viele Leute, die Depressionen haben. Wenn sie es nicht schaffen, oder? Das hat mich immer interessiert. Ich habe seit einigen Jahren das Thema immer wieder gelesen und jetzt würde ich mit dem einen Roman bauen, wo eine junge Frau sozusagen zurückschlägt, das System versucht. Im Vorgespräch haben Sie angetönt, dass Sie schon Geld bekommen haben für den Roman, der noch nie erschienen ist. Ja, das ist das erste Mal, wo ich einen Vorschuss bekomme, bevor ich das Manuskript... Das ist ein bisschen gefährlich. Der Teufel könnte im Spiel sein. Passen Sie auf. Der Teufel kommt eben mit guter Absicht. Ja, das stimmt, genau. Da muss ich aufpassen. Okay. Gang noch ins Gebet. Alles klar. Also, Herr Grazia, herzlichen Dank für den munteren Tag und natürlich viel Erfolg noch mit dem Buch und vor allem mit dem neuen Buch. Und auf den nächsten Tag freue ich mich schon. Danke vielmals und danke für die Einladung. In der nächsten Woche fällt der Talk ferienhalber aus. Wir sind also in 2 Wochen wieder für Sie da. Neuer Gast, neues Thema, hoffentlich wieder mit Ihnen. Machen Sie es gut. Der ZD-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights.